Hallo, werte Gemeinde des gepflegten Zombie-Gemetzels. Willkommen hier zu einem kleinen, ja, kein Let's Play, aber einen kleinen Guide, wie man Festungen baut. Wir sind mittlerweile in der Alpha 17. Seit knapp 2 Wochen ist die draußen. Viele Leute ärgern sich ein bisschen, weil der Building-Teil nicht mehr so funktioniert, wie man sich gewohnt ist. Sprich die Basen und die Basenverteidigung wie bisher, die funktionieren nicht mehr so richtig. Grund dafür ist die Zombie-KI, die deutlich verbessert wurde. Die Zombies sind schlicht und einfach schlauer geworden. Aber eigentlich genau diese Schlauheit, die kann man ausnutzen, weil man kann ziemlich genau berechnen, wie die Zombies sich verhalten werden, wo sie hingehen, welche Pfade sie einschlagen, um ihr Ziel zu erreichen. Und wenn man das klug einplant, kann man eine neue Basisverteidigung entwickeln, die eigentlich fast effizienter und einfacher ist, als in Alpha 16 der Fall war. Man muss sich umstellen, das Spiel ist nicht mehr dasselbe. Es hat sich einiges geändert. Ich werde euch das mal ein bisschen demonstrieren. Ich zeige euch einfach mal eine Basis, die soweit ganz gut funktioniert. Das heißt, wir fahren da mal hin. Ich gehe noch schnell aus dem God-Modus raus. Ich bin natürlich im Debug-Mode unterwegs und habe die Basis auch im Kreativmodus aufgebaut. Hier ist eines der Fahrzeuge, das ist neu. Habt ihr bestimmt schon gesehen, ist nicht mehr so spektakulär, das zu zeigen. Ich fahre hier einfach mal zur Basis, die ich hier gebaut habe. Da sehen wir schon. Ja, es ist ein hässlicher Betonbunker, nichts Schönes, aber funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Ich zeige euch da mal schnell. Vielleicht doch im God-Modus geht ein bisschen schneller. Ja, was mache ich? Ich kanalisiere die Zombies. Ich weiß, wo wollen sie durch. Sie gehen einfach auf die schwachste Stelle. Es ist wichtig, dass man den Zombies jetzt einen Pfad anbietet, den sie nutzen können, um den Spieler zu erreichen. Also irgendwo in die Höhe zu stehen, die Leiter abzubrechen oder den Eingang abzubrechen, das funktioniert nicht mehr. Dann werden sie einfach an die Wand hingehen und dieses lang zertrümmern, bis das ganze Gebäude kaputt geht. Entsprechend habe ich jetzt hier einen Pfad für die Zombies gemacht. Das ist durch diese hohle Gasse. Müssen sie gehen, das wissen wir Schweizer aus der Schule. Das ist ganz einfach mit Stacheldraht zugekleistert von vorne nach ganz hinten, plus, das sieht man hier nicht so gut, ich gucke mal, ob ich das von innen ein bisschen besser zeigen kann. Hier im Flugmodus sieht man, ich habe rechts und links dieses Ganges diese Elektrozäune aufgestellt, die sind im Zickzack miteinander verbunden. Das sieht man hier gut. Das heißt, auf dem ganzen Weg werden sie gebremst und mit Elektroschocks bearbeitet und von oben kann man dann noch auf die Zombies draufballen. Hintendurch habe ich dann noch so Notfallkonzepte eingebaut, falls sie doch unwahrscheinlicherweise hier durchbrechen, dass sie noch in den Schnetzeln, wie ich sie so gerne nenne, ja, niedergeschnetzelt werden. Gut, schauen wir uns das mal an. Im Normalmodus wird es ein bisschen besser funktionieren. Der Eingang für den Spieler ist eine Zugbrücke. Einfach deshalb, weil, wenn sie zugeklammt ist, ist der Abstand bis zum Eingang oder zu dieser Säule groß genug, damit sie nicht drüber springen können. Ansonsten, wenn sie diesen Weg als Eingang wählen, ist hier noch zu, ist klar. Auch der dümmste Zombie merkt natürlich, da kann er nicht drüber springen, da kommt er nicht hinüber. Dann gehen wir hier mal rein. Ja, hier ist eine kleine Basis, der Craftingraum, dann drum dran. Hier geht es noch aufs Dach, das ist nichts Spezielles, schauen die dann vielleicht später noch ein bisschen genauer an. Dafür hier unten ist eigentlich diese, ja, ich sag mal, es ist so eine Todeszone, die man schafft für die Zombies. Hier sind die Elektrozone-Generatoren, eine Seite, andere Seite mit einem Zugang, damit man sie auch reparieren kann, weil wenn sie Schaden austeilen, dann nehmen sie auch Schaden. Dann habe ich hier die Türe, wo ich die Zombies einlade. Hier sollen sie durchkommen. So, kurz erklären, warum kommen die Zombies hier durch? Ich zeige das mal schnell. Also, der Zombie rechnet aus. Er muss, wenn er durch die Wände gehen will, schauen wir mal, habe ich 5000 für so einen Block. Und er muss 2 Blöcke weghauen. Das sind 10.000 Punkte, die weggeraspelt werden müssen. Bei der Tür hingegen
sind es nur 7000. Also ist die Tür der schwächste Punkt. Und egal, wo der Zombie jetzt spawnt, der geht einfach auf dem Gebäude rundherum und nimmt diesen Todeskorridor und heimert hier an dieser Tür. Ja, und währenddem das macht, wird er natürlich von Elektroschocks bearbeitet. Sollte er wirklich durch die Tür durchkommen, habe ich hier noch so ein Schnitzelgerät bereit. Ihr seht aber, es gibt hier wirklich einen Pfad, den die Zombies nehmen können, zumindest in der Theorie, um mich zu erreichen. Und das ist ganz wichtig, weil dann machen sie es auch. Sollte jetzt wirklich die Tür brechen, dann habe ich unten einen Schnetzler, hier oben habe ich noch einen Schnetzler. Ich selber werde während dem Blutmond hier oben sein. Hier oben kann ich alles schön beobachten. Ich kann auch noch ein bisschen mitmischen, wenn sie zu weit kommen, mitschießen, falls notwendig. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Ich mache mal, der Generator, der läuft schon, hat genug Saft. Die Schnitzler, die habe ich einfach über einen Switch angehängt. Kann ich aktivieren. Dann starten sie auch. Ich sehe gerade, den anderen habe ich nicht angeschlossen. Das ist natürlich ziemlich blöd. Aber wir werden den vermutlich gar nicht brauchen. Ja, und die anderen Switches sind einfach, eine gibt Licht und der andere ist für die Elektrozone. Beides werden wir brauchen. Gut, genug gelabert, genug der Theorie. Schauen wir uns doch das einfach mal in der Praxis an. Ich werde jetzt hier, Tag 7 ist eingestellt. Ich gehe kurz vor Blutmond. Na gut, machen wir so. Noch 10 Minuten, dann geht's hier los. Ich fliege nochmals raus. Können wir ein bisschen genießen. Selbst wenn ich jetzt auf dem Dach stehe, würden sie hier durchgehen. Und auch wenn ich hier auf diesem, auf dieser, was ist das, diese Umrandung, wo ich hier von oben runter schauen kann, stehen würde, sie würden genau denselben Weg wählen. Sofern die Tür natürlich oben offen ist. Das muss noch angemerkt werden. Gut. 4 Minuten bis zum großen Gemetzel. Die anderen Neuheiten vom Spiel, die werde ich jetzt nicht im Detail anschauen. Das gibt bereits schon andere Tutorials dazu. Hier geht es jetzt wirklich nur um eine blutmondtaugliche Basis. Irgendwo sind sie gespawnt. Egal wo, wir sehen hier kommt der erste vorbei. Ich mache noch ein bisschen Licht mit dem Helm, dass man es ein bisschen besser sieht. Wir sind jetzt erstmal ein bisschen mit dem Stacheldraht beschäftigt. Und bald kommt dann der erste Elektrozahndraht. Hier geht es los. Was ich jetzt machen kann, ich kann hier natürlich munter mitmischen. Die mit den Pfeilen beharken, wenn ich Lust habe. Ich lasse sie einfach mal durchgehen. Ja, man sieht, die sind sich hier wunderbar am Auftürmen. Auf der verzweifelten Reise zu dieser Tür da drüben. Irgendwann ist natürlich der Stacheldraht weg, das ist klar. Da kann man nichts mehr machen. Ich kann ihn auch nicht durch diese Gitter hindurch reparieren. Es wäre natürlich hier angesagt, ganz klar mit dem Bogen oder mit welcher Waffe auf immer ein paar Headshots zu verteilen und die Zombies hier ein bisschen zu dezimieren. Gibt auch gute Erfahrungspunkte. Aber wir wollen ja sehen, wie sie sich hier nach vorne kämpfen. Sie nehmen natürlich auch schön Schaden während der ganzen Zeit. Wenn ich hier ich mache mal die Konsole auf, da sieht man, was passiert. Hier sieht man auch, der ganze Spawn funktioniert ziemlich simpel. Es wird die Anzahl Zombies gespawnt, die man eingestellt hat beim Spielestart. Und jedes Mal, wenn ein Zombie gekillt wird, das ist jetzt hier diese Meldung, Entity killed, dann wird ein neuer Zombie irgendwo respawned.
Beziehungsweise im Moment, ich bin natürlich erst bei Tag 7, ist gut möglich, dass jetzt gar keine neuen Zombies mehr gespawnt werden, dass es sich bereits schon erledigt hat. Ne, da kommen wieder neue Zombies, 4, 5. Großes Zombie-Spawn. Was kriegen wir? Ein Bo, Arlene, Darlene. Ein Hund. Ein Hund wurde gespawnt. Gucken wir mal. Da sind sie ja schon. Da ist das Hündchen. Und alles wird schön gegrillt. Ich liebe den Geruch von gegrillten Zombies am Morgen. Ja, Stacheldraht in erster Linie natürlich, damit die Viecher ein bisschen langsamer werden. In der Regel greifen sie gar keine Blöcke an, das ist ein bisschen aus dem Konzept rausgefallen. Das ganze Design kann man auch komplett aus Holz erstellen. Solange sie einen Weg finden, werden sie die Holzblöcke nicht angreifen. Obwohl es natürlich aus taktischer Sicht viel sinnvoller wäre. Irgendwann haben sie sich natürlich hier durchgefressen durch die ganzen Stacheldraht, das ganze Stacheldrahtgedöns, und sind sie an der Türe. Was man auch machen kann, ist hier vor der Tür so einen Schnitzler hinzustellen, damit die noch schön bearbeitet werden, währenddem sie auf die Tür einschlagen. Ich gehe jetzt mal schnell runter. Schauen wir mal die Emitter vom Zaun an. Man sieht, der hat jetzt schon ziemlich Schaden genommen. Ist natürlich ja sinnvoll, wenn man die ab und zu repariert mit den entsprechenden Materialien. Was habe ich hier? Sonst sind die irgendwann kaputt. Man kann auch die Türen reparieren. Ich habe jetzt leider keinen Stahl eingepackt, deshalb wird hier nichts. Mit diesen Wartungskorridoren ist das sehr einfach, hier mal durchzureparieren. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ja, geht nicht mehr lang. Oh, das ist ein Polizist, kein Verrater, aber die müssen natürlich oder sollten nach Möglichkeiten abgeschossen werden, weil die spucken, und die Spucke, die können diese Gitter hier ziemlich schnell und problemlos kaputt machen. Eine der Schwachstellen. Es gibt natürlich keine Basis, auch mit intelligenten Zombies, die man berechnen kann, die 100% sicher ist. Auch diese, irgendwann wird sie einbrechen. Jetzt haben wir hier die Tür ist erreicht. Sprich, ich kann hier nicht einfach 100% und vollständig nichts machen, weil sie werden früher oder später sich einfach durchgearbeitet haben. Stacheldraht ist jetzt keine mehr vorhanden, sie werden jetzt einzig und alleine noch vom was ist denn das? Da hat man Licht kaputt gemacht, der Böse. Wie hat denn das geschafft? Hat genau das Licht getroffen, nicht schlecht. Also man kommt auch hier bei diesem Design nicht darum herum, aktiv in die Verteidigung einzugreifen. Ich mache es jetzt auch mit Bogen. Ich denke mal, wenn man so weit ist und na gut, hat es eben erledigt. Der hängt hier noch ein bisschen weiter Tür rum. Sieht hübsch aus. Sieht auch so aus, als wäre es jetzt vorbei. Es werden keine neuen Zombies mehr gespawnt. Der Schaden hält sich soweit in Grenzen. Es hat über ein bisschen Schaden gegeben. Dann kann man auch wieder reparieren. Ist eigentlich soweit angenehmer als in der alten Alpha 16. Wo man ja teilweise wirklich x-tausend Stacheln um die Basis herum wieder neu setzen mussten oder reparieren. Hier hält sich der Schaden auf die Korridore und auf die Zaunemitter begrenzt. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, okay, gut, wunderbar, aber wenn ich ohnehin schon Beton, AK 47 und all das Gedöns habe, dann ist es echt kein Problem mehr.
Das ist soweit korrekt. Ich werde die Zeit mal ein bisschen reduzieren. Wir schalten wieder auf Tag. Und ich werde euch mal zeigen, das ganze Prinzip von dieser Basis, das funktioniert auch komplett mit Holz. Deshalb fliege ich hier mal zu einer kleinen Basis, die ich vorbereitet habe. Mit dem tollen Gyrocopter, der von der Steuerung her ein bisschen, ja, gewohnheitsbedürftig ist. Aber ich versuche mal hier rüber zu kommen. Hier einfach beschleunigen und damit Space abheben. Dann geht die Nase hoch. Mit C kann man dann die Nase wieder senken. So, weil ich will ja gar nicht so weit. Weil beim Hochfliegen dann verliere ich auch an Geschwindigkeit. So, mal gucken, ob ich hier durch die Bäume durchkomme. Ja, ist ein bisschen Gewohnheitssache, mit dem Ding zu fliegen. Ich bin jetzt nicht so der große Fan, aber vielleicht werde ich dann irgendwann auch ein bisschen geschickter. Hier ist die Basis aus Holz, die ich erwähnt habe. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie eine sinnvolle Landung hinkriege. Ja, war ganz ordentlich. Ist okay. Raus. Hier diese Basis, die kann man wirklich ab Tag 1 bauen. Hier ist nichts Spezielles, das sind ganz normale Woodframes, die ich gebaut habe. Stacheldraht kann man auch schon ab Beginn weg bauen. Ihr seht oben, das Gebiet, wo man durchbauen kann, besteht auch aus normalen Holzframes und eine stinknormale Holztür. Gehen wir mal hinein. Ich habe jetzt hier keinen Durchgang gebaut oder Eingang. Deshalb cheaten wir uns hier rein. So. Auch hier eine Tür. Die Zombies werden die Türe angreifen anstelle der Holzwand. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu weit upgraded. Man muss immer schauen, dass die Tür-Hitpoints unter 2 Blöcken sind. Ich glaube, es ist der Fall. Ansonsten ja, wird die Bude ziemlich schnell zerlegt. Hier muss man natürlich ganz klar aktiv passieren. Hier muss man aktiv verteidigen und ich habe keinerlei Verteidigungsanlagen eingebaut. Auch Selbstschutzanlagen könnte man natürlich früher oder später auch noch einbauen. In der anderen Basis zum Beispiel, wenn man da soweit geskillt hat. Hier muss man es rein aktiv machen. Gut, deshalb gehen wir wieder auf Blutmond. Na, komm. Er will nicht. Ach, ich mache einfach mal so. Theoretisch sollten die Zombies ja auch so spawnen. Jawohl, da kommen sie werden gespawnt. Ist natürlich klar anspruchsvoller. Jetzt, weil ich muss hier wirklich von Anfang an mitbauen. Ich verwende jetzt extra auch den Bogen, weil natürlich haben wir keine AK-47 am Tag 7, dem ersten Blutmond. Wobei ich hatte das schon, ist ein bisschen eine Glückssache, wie immer. Hier ist einfach die Idee, dass der Stacheldraht, der bremst die Zombies und gibt uns gute Zeit, auf die Wesen hier einzuballern und sie zu metzeln. Ein Stacheldraht ist weg. Sicher anspruchsvoller als zuvor. Den Korridor übrigens, ich habe noch keine Limitation gefunden. Ich denke, den kann man echt mehr oder weniger so weit auseinanderbauen, wie man möchte. Oder so lang bauen, wie man möchte. Es scheint wirklich, dass sie immer diesen Weg wählen, egal wie weit sie um das Gebäude herumgehen müssten. Was ja eigentlich ein bisschen unlogisch ist, so vom Konzept her. Wenn Sie den schnellsten Weg wählen, müssen Sie auch die Distanz mit einberechnen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gemacht wird. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie einen 100 Block langen Korridor gebaut, um das auszutesten. Müsste man vielleicht mal machen, um diese Theorie zu überprüfen. Dieser Korridor, ich sehe das jetzt schon selber, ich werde das bereits schon gemerkt haben, der ist zu kurz. Das heißt, ich kann hier mit einem Bogen, werde ich die nicht lange genug in Schach halten können, bis sie die Tür erreicht haben. Und das ist natürlich eine einfache Holztür dort vorne. Dort werden sie ziemlich schnell durchbrechen. Ich wollte das hier einfach mal zeigen und zu demonstrieren, dass es den Zombies wirklich völlig egal ist, was sie... kann ich hier nicht mehr durch die Frames durchschießen?
dass es den Zombies wirklich völlig egal ist, wie stark ein Block auf der Seite ist, solange sie einen Weg finden, den sie direkt wählen können, um den Spieler zu finden, werden sie diesen gehen. Und obwohl das ganz schwache Holzblocks sind rundherum, die sie einfach nur niederreißen könnten, sie machen es nicht. Und das ist eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte. Sie sind zwar schlau geworden, die Zombies, aber genau diese Schlauheit kann man als Spieler beim Basisdesign ausnutzen. So, jetzt sind sie durchgebrochen, jetzt ist natürlich klar, jetzt habe ich keine Chance mehr. Die werden mich jetzt hier in Stücke reißen. Wenn ich nicht im Gott-Modus wäre, würde ich jetzt niedergeknüppelt werden und das Spiel ist vorbei. Deshalb hier sicher von Vorteil, wenn man den Korridor deutlich länger baut, damit man auch die Möglichkeit hat, die Zombies lange genug zu beschäftigen, bis man sie abgeballert hat. Machen wir mal den Gott-Modus aus. Cheaten stinkt. Und sterben wir in Würde. Ich glaube, ich habe euch zeigen können, was ich zeigen wollte, wie man die Zombies lenken kann. Dieses Lenken kann man nutzen. Man kann natürlich noch viel spektakuläre Fallendesigns machen, den Korridor länger machen, verschiedene Fallentypen einbauen und so die Zombies gut beschäftigen. Sie kommen jetzt immer auf denselben Weg. Das muss man einfach richtig berechnen und so kann man sich das Leben in der Blutmond-Nacht eigentlich, ja, ich sag mal, ziemlich einfach machen. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, das hat euch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht oder bringt euch weiter beim Design. Ich denke, Alpha 17 ist gar nicht so schlecht, wie viele zu Beginn dachten. Man muss sich halt einfach ein bisschen darauf einstellen und wenn man sich daran gewöhnt hat, wird das Spiel genauso Spaß machen wie in Alpha 16 vielleicht. Sogar mehr, weil es ist schwierig geworden und sind wir ehrlich, Alpha 16 war schlussendlich echt zu einfach. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zombie-Zeit und tschüss. Tschüss.